SRF Audio. Alle lieben Dolly Parton. Diesen Eindruck bekommt man, wenn man aktuell hört und liest, was die Menschen über die verstorbene Sängerin sagen und schreiben. Egal aus welcher Gesellschaftsschicht oder aus welchem politischen Spektrum, für einmal herrscht sogar in den USA Einigkeit. Wir finden heute heraus, wie sie das geschafft hat. Und wir begegnen dabei einer Frau, die in ihrem Leben unglaublich viel gemacht hat. We don't know why we're here. We don't know how long we're going to last. We just know we better be doing something or life's going to be very boring. Wir wissen nicht, warum wir hier sind und auch nicht für wie lange. Aber wir sollten etwas daraus machen, sonst wird's langweilig, sagte sie mal. Ja, langweilig, das war sie ja ganz sicher nicht. Schön hört ihr News Plus. Ich bin Dominik Brandt. Dienstagabend, kurz vor 8 Uhr Schweizer Zeit. Auf dem Instagram-Account von Dolly Parton wird ein Video gepostet. Hey everyone, my name is Brian Seaver. Zu sehen ist ihr Neffe. And I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean. Er verkündet den Tod seiner 80-jährigen Tante. Und die Nachricht geht innerhalb Minuten um die Welt. Taylor Swift, Elton John, Beyoncé und unzählige andere äußern ihr Beileid und ihre Bewunderung für Dolly Parton. Aber die Reaktionen gehen eben weit über die Musikszene hinaus. Ex-Präsident Joe Biden nennt sie ein amerikanisches Original. Und der aktuelle Präsident Donald Trump lässt die Fahnen im Land eine Woche auf Halbmast setzen. Allein diese Reaktionen zeigen schon, Dolly Parton vereint Menschen, die sonst nicht viel miteinander zu tun haben wollen. Auf sie als Idol kann man sich einigen. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Tumble out of bed and I stumbled. Mit Welthits wie Jolene oder 9 to 5 schuf sie die Basis für das, was sie heute ist. Aber die Musik war eben bei weitem nicht alles, was Dolly Parton ausmachte. Und um all das zu besprechen, habe ich mir Martin Lüthe an die Seite geholt. Working 9 to 5, what a way to make a living. Ich bin Popkulturwissenschaftler mit einem Schwerpunkt Nordamerika und da kommt man auch nicht umher, sich mit Dolly Parton zu beschäftigen. Martin Lüthe arbeitet an der Freien Universität Berlin. Er ist Experte für US-Kulturgeschichte und eben da begegnet man ziemlich schnell auch Dolly Parton. Was macht denn den Mythos aus, den sie über die letzten Jahrzehnte geschaffen hat? Ich glaube, der Mythos speist sich zum einen aus dieser Idee, sie wird ja die Queen of Country Music genannt. Also zum einen, dass sie so diese Country-Musik seit der Mitte des 20. Jahrhunderts repräsentiert hat und ein Stück weit auch vielleicht dominiert hat und darüber gleichzeitig es geschafft hat, Country-Musik auch so ein bisschen in den popmusikalischen Mainstream zu überführen. Und ich glaube, das sind sozusagen die, sage ich mal, arbeitstechnischen Nachweise, die zu so einem Mythos hinreichen. Und das andere ist dann, dass sie es geschafft hat, eben als Medienfigur weitgehend unkontrovers zu bleiben und so ein bisschen wahrscheinlich everyone's darling zu sein. Sie sagen es, everyone's darling. Die USA sind gespalten, die politischen und gesellschaftlichen Fronten sind verhärtet, aber eben auf Dolly Parton scheinen sich alle irgendwie einigen zu können. Warum ist das so? Ja, das ist eine gute und spannende Frage und so richtig, glaube ich, ins letzte Detail erklären kann man das sicherlich nicht. Aber ich glaube, es hilft, darüber nachzudenken, dass sie aus einer Zeit kommt, in der diese Polarisierung wahrscheinlich so weit noch nicht gediehen war. Also wo man mit Popmusik, sage ich mal, im weitesten Sinne, wenn man eine Celebrity geworden ist, einfach versuchen konnte, ein großmögliches Publikum zu erreichen. Und wenn man sich dann ohne Skandale durch eine 40-jährige, 50-jährige Karriere bewegen konnte, dann, glaube ich, hat diese Ausdauer, die Dolly Parton
Möglichkeiten gezeigt hat, dann auch dazu geführt, dass sie eben im Mainstream angekommen ist und da unkontrovers geblieben ist. Also man könnte sagen, sie war ja zumindest, was jetzt die Parteipolitik in den Vereinigten Staaten angeht, hat sie sich ja nie dezidiert positioniert und darüber, glaube ich, konnte sie auch diese Skepsis begegnen, die man gegenüber dem Country-Milieu immer hegt, dass dort eher traditionelle, konservative Meinungen vertreten sind. Dem konnte sie sich dadurch so ein bisschen vielleicht entledigen. Working 9 to 5, what a way to make a living. Dolly Parton hat sich also nie auf die eine oder andere politische Seite geschlagen. Zumindest nicht, wenn es um die Parteien geht. Eine Wahlempfehlung zum Beispiel vor US-Präsidentschaftswahlen hat sie nie abgegeben. Dafür ist sie auch kritisiert worden. Aber sie ist für Werte eingestanden. Well, I'm not sure about all of the reasons that people act the way they do about other people. I just think we need to dig down a little deeper and try to be a little kinder to one another and accept one another for who we are. Sie wisse nicht genau, warum sich Menschen anderen gegenüber so verhalten, wie sie es tun. Aber man müsse einfach versuchen, etwas freundlicher zu sein und einander so zu akzeptieren, wie man eben sei. Mit solchen Aussagen hat sie sich auch in der queeren Community zum Idol gemacht. Und mit Songs wie 9 to 5 gab Dolly Parton denjenigen eine Stimme, die jeden Tag hart arbeiten, aber trotzdem oft übersehen werden. Insbesondere Frauen. Sie ist halt als Künstlerin, glaube ich, schon feministisch gewesen. Sie hat auch immer wieder rekurriert auf ihre Wurzeln in der amerikanischen Arbeiterklasse, ne, bei den armen Leuten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für ihre Starperson auch gewesen, dass es ein Mädchen ist aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen, mit vielen Geschwistern, die wirklich in so einer Cabin groß geworden ist, also im Prinzip einer Hütte aus einem Zimmer oder aus 2 Zimmern bestehen. Das ist für sie wichtig gewesen. Also dieses Aufstiegsnarrativ ist sicherlich auch was, ja, worauf die Leute sich einigen konnten oder verständigen konnten. Und dann, glaube ich, eben schon, hat sie sich eben nie parteipolitisch geäußert und war insofern auch, glaube ich, lange Zeit sehr unkontrovers. Lange Zeit, aber eben nicht bis zum Schluss. In der Corona-Zeit hat sie gespendet für die Entwicklung eines Impfstoffs. Und als es diesen dann gab, ließ sie sich öffentlich impfen. Well, hey, it's me. I'm finally going to get my vaccine. I'm so excited. I've been waiting a while. I'm old enough to get it, and I'm smart enough to get it. Sie sei alt und schlau genug, sich zu impfen, sagte Dolly Parton und machte aus ihrem Welthit kurzerhand einen Pro-Impf-Song. Vaccine, 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 vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 vaccine. 'Cause once you're dead, then that's a bit too late. Bitte zögert nicht. Und wenn ihr tot seid, ist es dann zu spät. Warum haben Dolly Parton selbst solche Dinge nicht geschadet? Ja, also ich glaube, dass natürlich diese Impfkampagne, da muss man sagen, die kam vielleicht auch zu einem Zeitpunkt in ihrer Karriere, wo sie schon so etabliert war, dass selbst sozusagen der harte Kern der Leute, die da anderer Meinung waren, also das war ja dann auch die Spaltung im Prinzip zwischen eher konservativen Menschen, die sich oft gegen die Impfung geäußert haben, und eher progressiven oder den Demokraten, könnte man sagen, die immer unisono für die Impfung sich eingesetzt haben. Ich glaube, da konnte sie sozusagen aufgrund ihrer beachtlichen Karriere sich auch der Unterstützung der Country-Fans weiterhin bewusst sein. Ich glaube, dass sozusagen, was sie politisch am längsten begleitet hat in ihrer Karriere, ist tatsächlich auch der Einsatz für die Rechte von LGBTQ+-Menschen. Da war sie auch immer deutlich positioniert, was ja für uns jetzt von außen betrachtet, wenn wir auf dieses Country-Milieu gucken, auch eher überraschend ist. Also das ist auch was vielleicht potenziell spannungsreich ist in diesem Kontext, aber auch das hat die Country-Musikszene ihr immer verziehen und der popmusikalische Mainstream sowieso. Sie sei schon so etabliert gewesen, dass auch solch kontroverse Dinge nichts mehr an ihrer Popularität ändern konnten, sagte also Kulturwissenschaftler Martin Lüthe. Ein ganz wichtiges Engagement von Dolly Parton war ihr Einsatz für die Bildung von Kindern. Ihr Programm Imagination Library verschenkt Millionen Bücher an Kinder und fördert so das Lesen im Vorschulalter.
Ihr Vater habe als Kind einer armen Familie nicht lesen gelernt. Dabei sei das so wichtig. And I just think that it's important for children to know how to read, because if you can read, you can do just anything. You can study up on anything. Wenn du lesen kannst, kannst du alles lernen, sagt Dolly Parton. So wie sie es das ganze Leben lang gemacht hat. Denn auch das ist ein Teil ihres Erfolgsrezepts. Dolly Parton sei bis zum Schluss offen geblieben für Neues, habe so viel geschaffen und es vor allem auch geschafft, relevant zu bleiben. Sie ist 2023 noch aufgetreten mit ihrem Patenkind Miley Cyrus und hat mit ihr geholfen, eines ihrer Lieder zu singen. Irgendwie hat sie es auch geschafft, irgendwie, das klingt jetzt so doof, wenn ich das sage, in Würde zu altern, auch in dem Sinne, dass sie zwar nicht die Trends verfolgt und gesucht hat, aber gleichzeitig es auch geschafft hat, irgendwie sich anzupassen und zu gucken, wie wird denn Musik gerade gemacht, was ist für ein Sound ist gerade gefragt, und hat sich dem auch nicht verschlossen. Und ich finde, das ist einfach beeindruckend. Das ist, glaube ich, wenn wir uns überlegen, in unser aller Berufen wäre das beeindruckend, wenn wir uns auch im hohen beruflichen Alter noch flexibel zeigen, anpassungsfähig, offen zeigen. Und ich glaube, das hat sie immer demonstriert auch. Und so bleibt man relevant. Und klar, das, was man schafft, muss gut sein, damit es die Zeit überdauert. Und das war's. Unglaublich viele Alben, sie hat unglaublich viel Musik geschrieben, sie hat eben diese Welthits geschrieben, I Will Always Love You, den wir ja dann vielleicht aus den 90er Jahren vor allen Dingen von Whitney Houston kennen. Und da ist ja eine unglaubliche Schaffenskraft über eine lange Zeitspanne, wenn man dann es noch schafft, menschlich zu bleiben. Und ich glaube, das ist so das, was sie ausgemacht hat. Sie wirkte ja immer noch bodenständig. Hat das auch, also obwohl sie ja auch so aussah, wie sie aussah, also unglaublich viele Schönheitsoperationen ja hat machen lassen, aber auch darüber hat sie Witze gemacht. Also ihr Umgang mit diesen Sachen hatte immer was sehr Menschliches. Und ich glaube, das kombiniert mit der Dauer ihrer Karriere, der unglaublichen Schaffenskraft, das erklärt dann schon auch den Mythos. Und wie endet man so eine Folge über eine Person, die selber zum Mythos wurde? Vielleicht ja mit dem besten Song ihrer Karriere. Und welcher das ist, das entscheide natürlich nicht ich, sondern Dolly Parton höchstpersönlich hat das entschieden. That song happens to be my favorite song I think that I've ever written, because it's so personal. It's not just a song, it's really about a philosophy and about how mountain people, poor people that don't realize they're poor because you don't measure your wealth with money, just with all the fine stuff you have, like love and kindness and understanding. And it was a way down in the fall. Mama sewed the rags together, so in every piece with love she made my coat of many colors that I was so proud of. Coat of Many Colors sei wohl der beste Song, den sie je geschrieben habe, weil er so persönlich ist. Es gehe um eine Lebensphilosophie, darum, wie Menschen in den Bergen leben. Arme Menschen, die aber nicht merken, dass sie arm sind, weil sie Reichtum nicht an Geld messen, sondern an all den schönen Dingen wie Liebe, Freundlichkeit und Verständnis. Das war's von News Plus für heute mit dem Blick auf den Mythos Dolly Parton. Wir freuen uns auf Feedback und Inputs für weitere Folgen. newsplus@srf.ch oder 076 320 1037. Das Team heute: Marisa Eckli, Julius Schmidt und Dominik Brandt. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.